Servus und Habidere beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Ich bin der Mike und von unseren Kollegen oder von meinen Kollegen ist keiner da. Das heißt quasi, ich habe heute Narrenfreiheit und diese Narrenfreiheit habe ich genutzt und habe mir einen Gast eingeladen. Es ist kein seltener Gast, es ist ein stetiger Gast, weil er mindestens einmal im Jahr zu Gast ist. Flo, Servus und Habidere. Wer bist du und was machst du? Hi, Mike, mal wieder. Ich freue mich jetzt mal wieder. Ich bin der Flo, wohne in Regensburg und mache das Hardline Festival auch in der Domstadt. Betreibe daneben auch noch ein kleines Kino hier in Regensburg und bin ansonsten Familienvater, Musikhörer, seit neuestem Brillenträger. Oh, okay, das ist ja ganz nice. Naja, ich habe mir alte verschmissen und jetzt habe ich mich doch mal wieder hingeguckt und einen Test machen lassen und wer hätte das gedacht, ich brauche Brillen. Du hast eigentlich die ganze Zeit über jetzt gemeint, du brauchst nichts und bist jungspund und dann hat der Doktor gesagt, ja. Also beim Autofahren auf die Nacht habe ich schon gescheit gemerkt, da habe ich von mir selber aus gesagt, es ist sicherer, wenn ich eine aufsetze. Ja. Für alle Beteiligten, außerhalb des Autos und innerhalb des Autos, ja. So, jetzt schauen wir mal, wie die Filme dann auch wirken, wenn ich das erste Mal so richtig sehe. Genau, weil du siehst, was du ausgesucht hast, oder? Ja. Zur Erklärung an euch alle, also wir reden jetzt ein bisschen über unsere Warlex natürlich, weil wir haben ja die Warlex für den März. Und wir reden natürlich auch ganz, ganz viel über das kommende Hardline Film Festival. Der Gast macht den Anfang. Flo, hast du irgendwas Cooles gesehen, abseits des Festivals, gesehen, gehört oder sonst was, wo du unsere Zuhörer gerne in die Ohrmuscheln bloßen darfst? Da ich euch ja immer höre, weiß ich auch, was von mir erwartet wird. Also ich habe tatsächlich was gesehen, was gehört und mir Gedanken gemacht. Also gesehen habe ich zuletzt einmal wieder, wie so oft schon, Angst vom Gerald Kagel von 1983. Hast du den schon gesehen, Mike? Ich nur findest das gehört. Also ich habe den bis jetzt noch nicht gesehen. Ich habe das vor kurzem eben in irgendeinem Podcast gehört und ich habe mir dann gedacht, kann ich den Film aushalten? Aushalten kannst du ihn auf jeden Fall. Und du musst ihn sehen, weil der wirklich ein Meisterwerk ist. Also das ist unglaublich, was der 1983 alles gemacht hat. Es geht um einen Massenmörder, der inhaftiert war und endlich freigelassen wird nach vielen Jahren. Der heißt auch nicht in dem Film, sondern nur der Psychopath dann im Abspann. Und der wird freigelassen, geht zu irgendeinem x-beliebigen Haus hin, klopft da am Fenster und bricht ein und bringt alle Leute um. Das ist die Geschichte. Mehr macht der Film auch nicht. Und lehnt sich an einen echten Mordfall, mehr oder weniger in Österreich 1980 vom Werner Kudesek oder so ähnlich in St. Pölten. Der hat auch 3 Leute umgebracht beim Freigang, wie er unterwegs war. Ne? Der war inhaftiert, Freigang gehabt, ist rausgegangen, hat alle umgebracht. Hat ein bisschen länger gedauert, wie im Film, den wieder einzufangen, aber an diese Geschehnisse lehnt sich das an. Okay. Und der Gerald Kagel hat sich mit dem Film so verausgabt, auch finanziell, dass er danach nie wieder eigentlich einen Film gemacht hat. Der hat dann noch ein paar so Schulfilme gemacht, ne, über Atomphysik und so, aber keinen echten Film mehr. Der ist pleite gegangen, hat unglaublich viel Kritik einstecken müssen für den Film, weil der so explizit ist. Aber jetzt so mit genügend Abstand, also ich kann mir vorstellen, 1983 war das eine andere Hausnummer. Ja. Aber mit genügend Abstand kann man jetzt schätzen für das, was er ist und was der damals schon gemacht hat. Also diese fliegende Kamera, die wir vom Gaspar Noé kennen, die ist da das erste Mal so richtig auftaucht. Und Gaspar Noé nennt tatsächlich Kagel auch als seinen großen Einfluss für Irreversible und Menschenfeind. Okay. Stark, also wirklich super. Ja, krass. Also so richtig nicht nur explizit von der Gewalt her, sondern einfach auch intensiv von allem her, oder? Das ist halt einfach auch vom Schauspiel wird da die Leute wahrscheinlich einiges abverlangt und so, oder? Ja, also in der Hauptrolle haben wir einen Erwin Leder, den kennst du von Das Boot und von Underworld. Underworld? Ja, genau, da hat er so eine Nebenrolle gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendeinen Werwolf, Advokaten, keine Ahnung. Okay. Und der
spielt hier die Hauptrolle und macht es auch, also man nimmt es ihm halt einfach ab, der trat komplett am Radl. Musik hat gemacht der Klaus Schulz, der ist in die 80er Jahre so ein großer Elektronikfuzzi gewesen und gilt als Wegbereiter für die Berliner Schule, die in die 80er Jahre ganz groß war. Nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern wie wir den einmal gesehen haben mit ein paar Freunden, die haben dann, also aus der DJ-Welt, die haben dann gesagt, boah, Klaus Schulz, ja, unglaublich, ja, Wahnsinn. Und dann ist der Film natürlich noch viel geiler und so. Ja. Ne, also verstehe ich alles nicht, weil ich halt aus dem Metal-Eck komme, aber in dem Film passt es auf jeden Fall. Kamera hat gemacht das Bigwieniew. Rubeczynski, keine Ahnung, Kerl ist Oscar-Gewinner 1981, echt? Aber nicht für seine Kamera, sondern für seinen animierten Kurzfilm. Tango. Und der hat 1983 mit ihm zusammen, also mit Kagel zusammen, das Drehbuch geschrieben zu dem Film und dann eben auch die Kamera übernommen. Und die Kamera ist das Prunkstück dieses Films. Du musst dir das ein bisschen vorstellen, wie A Clockwork Orange meets Irreversible mit der Grittiness von Henry Portrait of a Serial Killer. Okay. Also fantastisch. Ich liebe diesen Film. Der ist schon schwer auszuhalten, aber richtig, richtig gutes Teil. Okay. Also ich sehe jetzt super, was du verzeihst. In diesem Podcast, den ich mir damals angehört habe, da haben ein paar so Sachen erzählt worden und so, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich es aushalte. Genau wie jetzt auch dieser, der jetzt dann starten wird, ich glaube eben auch von Indeed-Film, der Coffee Table. Ja. Wo ich jetzt auch von der Prämisse her nicht weiß, ob ich das aushalten kann. Also Coffee Table hat mir ganz schön die Schuhe ausgezogen. Oh, okay. Wenn du das schon sagst. Ja, das war, ich bin halt Papa, so wie du auch. Ne? Ja. Also und ich habe immer gemeint, mich erwischt dieser Trigger nicht, ne? Dass ich kann alles noch anschauen wie vorher und alles ist gut. Ja. Aber bei Coffee Table passiert eine Geschichte, die du nicht aushalten kannst als Papa. So. Und das ist das, was den Film ausmacht. Und ich fand den schon geil. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber da muss man schon ein bisschen was mitnehmen. Okay. Es ist keine Komödie, da habe ich immer wieder gelesen, so ja, schwarzhumoristisch und so. Na, Lacher kann man nicht viel dabei. Ich habe dann auch wieder bei anderen Leuten gelesen, bei Letterboxd oder so, also jeder, der diesen Film als schwarze Komödie bezeichnet, ist einfach nicht ganz sauber. Aber hallo. Ja. Kann ich so unterschreiben. Schwieriges Thema, ja. Ja, sehr schön. Also steht nach wie vor auf meiner Liste. Jetzt weiß ich nicht, kann man den Film mittlerweile in Deutschland irgendwie kaufen? Kann man den normal beziehen oder ist der noch immer indiziert oder irgendwie so? Ja, der hat keinen Index, das ist ja FSK 18 und ist auf DVD einmal rausgekommen in einer ziemlich scheißlichen Fassung. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile auf Blu-ray heraus ist. Also ich habe einmal für die Hardline-Filmreihe vor vielen Jahren beim Kagel direkt selber angefragt, ob man zeigen darf. Und da hat er gesagt, er will jetzt gerade nicht, dass der Film veröffentlicht wird. Also, was dann passiert ist damit, weiß ich nicht. Ich habe da ein bisschen in Draht dazu verloren und nicht mehr nachgeforscht. Ich habe halt die DVD da. Okay. Apropos schäbige Veröffentlichung. Ich habe eine ziemlich gute Veröffentlichung gekriegt von leider einem schwachen Film. Und zwar River of Blood heißt der. Von unseren Freunden von Pandastorm. Und das ist geworben haben sie ganz cool mit einem Kannibalenfilm und so. Und ich mag ja sowas. Weißt schon, so Kannibalen, ein bisschen Exploitation, ein bisschen Nacktheit, ein bisschen Gewalt und so. Weißt schon, das darf hin und wieder schon mal sein. Aber jetzt bei dem Film, wenn man sich auf sowas verlässt, dann ist man eher verlassen, weil es eher in die Richtung Abenteuerfilm geht, in dem zwei Paare, die sich eigentlich untereinander eigentlich gar nicht so wirklich riechen können, miteinander so einen Dschungeltrip machen und fahren dann auch mit dem Floß am Boot, mit so einem Führer und so. Und wir gelangen dann in das Visier von einem, also Kannibalen, weiß ich nicht, ob das die richtige Umschreibung ist. Es ist eher so ein Slasher, die dann eher auch darauf aus, dass diese Eingeborenen, dass die Leute einfach jung und umbringen. Diese Kannibalen-Thematik ist eigentlich nur so, dass man sagt, okay, wer lässt sich vielleicht ein bisschen besser verkaufen. Aber er war brutal langweilig, finde ich. Und die Figuren mega nervig. Das ist gleich am Anfang, wenn es dann die Figuren schon eingeführt werden, was du sagst, ja, warum macht's das? Wenn man mit denen Leuten ein bisschen mitfiebern darf, dann war das der ganze Film, du warst ganz anders dabei, emotional und so sagst, ja, bitte, egal was da im Dschungel kommt, bitte bring diese Leute um, mach das. Und das passiert leider natürlich auch für der FSK 16 dementsprechend blutleer.
und spannungsarm. Also ich habe leider bei diesem Film nicht viel Spaß gehabt. Ich habe schon von anderen Leuten gehört, auch zum Beispiel bei den Filmfressen, die haben auch drin gehabt, die jetzt gesagt haben, ja, dieser Abenteueraspekt ist ziemlich cool. Ja, da war ich schon wieder zu blutgeil wahrscheinlich, dass ich da sitze und sage dann, ja, ich mehr jetzt eigentlich so diese, wie früher. Weißt du, da wo ich dann wieder sage, okay, früher haben die Leute, oder, weiß ich nicht, wann ist er im Hardline gelaufen, The Green Inferno, wo die Leute geschimpft haben, ja, da fällt das und das zum Kannibalenfilm und das. Aber wo ich sage, da ist der noch auf jeden Fall schnuppert mehr an der Essenz vom Ruggero Deodato als dieser River of Blood. Gibt von meiner Seite jetzt leider keine Empfehlung. Für das wirklich eine Top-VÖ ist, es ist wieder, die Synchro ist wieder top und das Battle ist top für eine DVD. Ich habe nur eine DVD zur Sichtung gekriegt, aber wirklich, das ist top. Film anscheinend Geschmackssache. Also wie gesagt, ich habe schon von Leuten gehört, die haben jetzt gesagt, hey, ist doch ganz okay. Ich habe leider mit dem nicht wirklich was anfangen können. Ja, wie es dich halt auch immer erwischt, gell? Also so ein Film, der an einem anderen Tag nicht gefällt, der kann da an einem bestimmten Tag dann doch gefallen. Also oder Jahre später. Es ist einfach der Texas Chainsaw Massacre. Das sind so die besten Beispiele bei mir. Den habe ich zum ersten Mal, wo ich ihn gesehen habe, mir gedacht, ja wow, was ist denn los mit euch? Dieser Film, diese Lorbeeren, die dieser Film vor sich hertragt und dann sitzt du da als Campe und sagst, hey, jetzt war gerade Return of the Living Dead 3 im Player, jetzt schauen wir uns noch Texas Chainsaw Massacre an und dann siehst du das und sagst, ja, das war's jetzt. Ist ja nett. Den packst dann wieder in der Hülle, einstellst ins Regal und sagst, ja, werde ich wahrscheinlich nie mehr in meinem Leben schauen. Und ja, mittlerweile ist einer von meinen absoluten Lieblingsfilme. Also das ist halt, manchmal wächst man halt dann auch mit. Vielleicht wächst bei mir ein River of Blood noch mit, wer weiß. Wer weiß. Vielleicht hockst du in 20er da, wenn du so 80 bist oder so. Ja, in 20er, 80er, genau. Schiebst rein und sagst da, ein Genuss. Ja, ich schreibe mir nochmal auf für eine Warlex-Folge, ich muss nochmal drüber reden. Ja, genau. Warlex 3829. Ja, genau, und dann habe ich wieder volles Haar. Dann zu der Zeit wahrscheinlich. Weil du den Bart nach oben geschraubt hast, oder? Und hat Augen ausgeschnitten, dass ich auch schon wieder Kusa-It, oder? Von Addams Family. Ja, sehr schön. Flo, das Hardline steht in den Startlöchern. Wie geht's euch mit der ganzen Organisation momentan? Schwierig. Im Vorgespräch habe ich es ja schon gesagt, ne? Also ich bin ja auch Kinobetreiber und da hat man auch das erste Vierteljahr des Jahres ziemlich viel zu tun. Und dann habe ich noch Familie und die liegen auch regelmäßig flach und dann muss man halt schauen, wie man das alles irgendwie hinkriegt. Also ohne die Leute, die jetzt da mit an Bord waren, wie die Magda oder ein Domi, kann man das alles nicht stemmen, muss man ganz ehrlich sagen. Also Nein, das ist ja gut. Also wirklich da das neue Team oder das, was sich da jetzt so rundum um dich ein wenig so geformt hat, ist schon wirklich toll. Kann man nichts sagen. Und auch, dass die Tatsache, dass ihr die Sichtung eben auf Herbst und Winter verlegt habt, glaube ich, spielt euch auch ein bisschen mehr in die Karten, als wir dann der Sommer im Endeffekt, oder? Na, alles ein Plus und Minus. Im Sommer ist halt scheiße, wenn du halt gar nicht mehr rauskommst. Da war es dann auch so, dass ab bestimmten Zeitpunkt ich eigentlich ein Lohr gesichtet habe. Ja, und alle waren am Weiher. Oder ja, genau so. Ja. Aber hey, im Winter hast du halt mit anderen Dingen zu kämpfen, wie Krankheit vor der Familie und so. Ne? Also da kann ich auch nicht. Wenn Christa da hockt mit Fieber, dann kann ich auch nicht sagen, so, ja, du gehst jetzt aber trotzdem mit der Kleinen ins Bett. Ja. Sondern da bin halt ich einfach dann gefragt. So, ne? Also, da muss man durch. Ja. Nein, und alles ein Für und Wider. Ja. Wie schaut es denn aus mit der Filmauswahl? Habt ihr es, weil letztes Jahr hast du ja gesagt, hey, das ist eines von den stärksten Hardline, die wir je gehabt haben und wir haben keinen Kompromiss eingehen müssen. Wie schaut es denn das aus mit Kompromisse? Hast du das ein wenig so gekriegt, wo es da haben wolltest oder sagst, der ein oder andere war noch auf der Liste gestanden? Es war schwieriger das Jahr. Also im letzten Jahr war es halt ein Selbstläufer. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Also es ist einfach wie geschmiert gelaufen und am Ende hast du halt so Leuchtturmprojekte gehabt oder Leuchtturmfilme wie In a Violent Nature, dass dir am Ende nicht alle gefallen, das ist auch klar. Ja. Aber das sind halt so Dinge, die du dann nach außen tragen kannst. Dieser ganz große Hit, der fehlt uns in diesem Jahr. Also wir haben keinen Film, wo man sagen kann, so, hey, jetzt kommt's alle zum Festival wegen diesem Film, sondern es ist sehr viel ausgewogener. Ne? Wir sind wieder in diesem Jahr sehr stark im Independent-Bereich verankert. Das sind ja Filme, wo vielleicht Leute sagen Daten, die jetzt mehr so aus der Mainstream-Ecke kommen, nicht so mein Fall. Aber ich finde, das gehört auch zum Kino dazu und man darf auch seine Wurzeln nicht verraten. Also wir als Festival da nicht. Ne? Also wir kommen daher, da wollen wir auch bleiben. Wir sind nicht das x-beliebige Festival, das nur DVD-Veröffentlichungen von der nächsten Woche oder Filme, die in 3 Wochen ins Kino kommen, als Premieren haben wollen. So, das war ja am Thema vorbei. Ja.
So ist es, finde ich auch. Aber also wir machen halt unser Ding und da bin ich mit der Auswahl in diesem Jahr ganz zufrieden. Ja, sehr schön. Sehr schön. Wie viele Filme habt ihr denn schauen dürfen? Mit Kurzfilme und so weiter? Also nur die Langfilme. Also 170 Filme sind es, die wir gesichtet haben. Wow. Ja, nicht so viel wie letztes Jahr, aber immer noch ganz gut. Krass. Passt schon, ja. Fast schon zu meiner Lieblingsrubrik deutsches Kino haben wir ja dieses Jahr Gott sei Dank wieder einen Beitrag, The Behemoth. Haben wir dann auch die Freude einer Podiumsdiskussion dieses Jahr? Auch. Wir werden dieses Jahr auch eine Podiumsdiskussion haben zum Thema, wo steht das deutsche Genre-Kino oder wo steht der deutsche Genrefilm. Und da wird natürlich der Kai Bogatzky auch mit an Bord sein und über seinen The Behemoth reden. Der Stefan Schimmick wird da sein. Du kennst ihn ja vom Shivers und jetzt Weird Weekender. Super. Und wem ich seit Jahren hinterher renne und wo ich froh bin, dass es jetzt dieses Jahr endlich klappt hat, ist die Verena Gräfe-Höft. Sagt ihr die was? Nein. Die ist Produzentin von Schlaf zum Beispiel. Okay. Aber nicht nur, sondern auch von Spirit in the Blood, der vor einem halben, dreiviertel Jahr im Kino war. Aha. Von Pelikan Blut, von Tore tanzt und so weiter. Also wenn es jemanden gibt, die produzieren kann auf internationalem Niveau und so ein bisschen in die Elevated Horror Richtung geht, dann ist sie das. Und ich hätte gern ihre Stimme gehört, weil gerade die jungen Filmemacher einiges zu sagen hat, glaube ich. Cool. Ja. Ist die da in der Masterclass dann irgendwie wieder dabei oder macht das Jahr der Cem Evrenol? Der Can Evrenol macht es ja, genau. Can, okay. Genau. Wie schaut es noch gästetechnisch aus? Letztes Mal habt ihr einen Rekord gehabt, glaube ich. Das Jahr. Also es werden auch wieder so 20 bis 25 Gäste werden das Jahr. Mit die Kurzfilmemacher. Wer jetzt kurzfristig nur abgesagt hat, ist der Regisseur von The Moor. Der Eröffnungsfilm eigentlich gewesen wäre, aber der aus privaten Gründen nicht kann. Okay. Der war eigentlich geplant gewesen. Kommen wird definitiv zu The Behemoth der Kai Bogatzky. Bei Sayara, Baskin und Girl with No Mouth haben wir einen Can Evrenol da. Bei It Feeds werden wir einen Chad Archibald mal wieder bei uns haben. Yeah. Bei Frevaka werden wir die Ashlyn Clark bei uns haben. Und das war's bei den Langfilmen und der Rest ist ein Kurzfilmemacher. Ja, sehr schön. Genau. Das ist eine gute Mischung, glaube ich. Das sind lauter nette Leute vom Erstkontakt. Einige habe ich ja so schon mal getroffen. Und die Ashlyn Clark wird auch in der Jury sitzen für den Méliès Award. Ah, okay. Weil da wisst man schon, ein Mann, den wisst man schon, das ist ja der Tino Hahn. Genau. Genau. Und wer sind die anderen zwei? Weil es ja zu viel, glaube ich, sind es immer, gell? Genau. Wir haben Tino Hahn und wir haben Ashlyn Clark und wir haben auch da die Verena Gräfe-Höft. Ah, Pizzi natürlich auch, super. Ja, klar, also wenn es so da ist, dann kannst du das auch mitnehmen. Ne? Und mir war es dieses Jahr mal wichtig, stärkere Frauenstimmen zu haben als Männerstimmen. Einmal die Jury ein bisschen durchmischen, weil wir haben es ja schon mal unter 4 Augen, habe ich es ja schon mal beklagt, dass wenn Frauen im Genre richtig durchstarten und richtig gut sind, dann gängen die halt durch die Decke und da hängt uns der Arsch zu weit unten. Ne? Und plötzlich gewinnen sie einen Oscar zum Beispiel. Ja, die kommen dann nicht mehr zu uns, da braucht man sich keine Illusionen machen. Also, und das ist halt irgendwie schade, warum gibt es dazwischen nichts? Und da ist, glaube ich, wichtig, mal eine Jury zu haben, die mehr einen Frauenfokus legt wie einen Männerfokus. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich dachte noch viel gerne weiterfragen, das macht man auch noch übers Hotline, aber jetzt müssen wir back to business, weil die Leute wollen über die Volexen ein bisschen was hören, glaube ich. Flo, was hast du noch? Hast du irgendwas gehört, gesehen dieses Monat, was dich beeindruckt hat? Ja, eigentlich ist es was, um was ich schon seit Jahren rumschleiche, aber mir nie irgendwie leisten konnte, weil es recht teuer ist. Und dann gönnst du es da halt doch einmal. Und zwar ist es von Tool, die Fear Inoculum. Hast du die gehört? Magst du Tool? Ich habe diese Videos habe ich früher fake geschaut, aber ich habe noch nie wirklich eine Scheibe reingeschmissen von denen. Und jetzt kommt's, ich mag Tool eigentlich gar nicht. Ach so, okay. Aber dieses Album ist der Hammer. Und ich glaube,
echte Tool-Jünger finden es nicht so geil. Und vielleicht ist gerade deswegen, weil es mich so erwischt, ich mag halt diese polyrhythmischen Konstruktionen, die haben. Ich finde diesen Schlagzeuger unglaublich und ich schaue mir nächtelang Reaction-Videos zu seinem Drumming an. Das ist der Hammer, was der auf diesem Album macht. Das ist einfach grandios. Und Tool hat 13 Jahre lang an diesem Album geschraubt. 13 Jahre? Die haben 2006 das letzte Album ausgebracht und dann 2019 dieses. Das ist nur rausgekommen in der digitalen Version und in der physischen Version, die aber dann 80 Euro kostet am Anfang. Das ist nur Schallplatten gewesen und die Schallplatten habe ich mir jetzt gekauft, die kostet die Special Edition jetzt 50 Euro, bloß noch, in Anführungsstrichen. Okay. Und da habe ich jetzt einmal zugeschlagen und freue mich da jedes Mal wieder drauf, dieses Album zu hören, weil es recht Pink Floydischer ist und zwischendrin ziemlich heavy und ich mag das einfach, wie die das mischen. Also bin so ein bisschen auf diesen ganzen Progressive Metal Gedöns hängen geblieben in den letzten Monaten. Ich finde das schon gut. Ist aber nicht so deins, glaube ich, oder? Ja, momentan tut ich mich allgemein auch ein bisschen schwer. Was ich nie gehört habe vorher, das war Biohazard zum Beispiel. Geil. Die hier ich momentan, da war mir der Gesang immer ein bisschen zu, ich will jetzt kein beleidigen, aber fast ein wenig kraftlos, wenn du da so Kollegen anschaust, wie jetzt ein Terror oder Hatebreed oder so. Weil das ist ja eher so, geht ja schon in die Richtung Sprechgesang ein bisschen. Aber ich habe dieses Punishment gehört. Das mit dem geilen The Punisher Intro mit vom Dolph Lundgren. Und ist auf der Urban Discipline drauf, gell? Das weiß ich nicht. Ich hab jetzt einfach mal so durchgekehrt. Und dann habe ich eben dieses Punishment gehört und habe mir gedacht, hey, was haben die noch? Und dann ist das Lied gekommen, das haben wir jetzt gemerkt, der 50 Shades of Grey. Und dann habe ich gedacht, wow, leck, ist das eine geile Nummer und Ding. Also das ist auch von der Geschwindigkeit her immer wegen Abwechslung drin und so. Nicht nur immer so mit Tempo, sondern auch mal ein paar schnelle Parts dabei und so. Ja, ich höre mich da so mit einer ein bisschen ein und das hat ein bisschen so eine Sogwirkung. Das ist etwas, wo ich mir vor Jahren nie anhören habe können, aber jetzt mittlerweile schon. Ich habe die Urban Discipline als Jugendlicher gern gehört und habe sie immer noch im Schrank stehen. Ab und zu ziehe ich sie mal raus und das fällt bei mir in die gleiche Kategorie wie Life of Agony beispielsweise. Das sind Sachen, die einfach gerne mal zwischendrin her. Okay. Und mir ist auch so gegangen wie dir, dass ich lieber Machine Head gehört habe wie Biohazard, weil Machine Head ein bisschen mehr, da hat der Sänger einfach mehr Dampf gehabt. So. Ja. Und das fand ich ein bisschen geiler. Ja, der Sound von Machine Head ist ein bisschen ausgefeilter und fetter als jetzt. Ja. Die Produktion ist ein bisschen geiler. Ja. Aber bei Biohazard, die kommen halt einfach aus dem Hardcore-Bereich, das hört man halt einfach. Ne? Also, und das, wenn man das honorieren kann, glaube ich, hat man riesen viel Spaß mit der Band. Ich habe es verloren dann. Mit der Mata Leao bin ich schon ausgestiegen und nicht mehr weitergehört. Okay. Die haben ja gesehen, die haben ja schon Jahre, fast schon Jahrzehnte kein Album mehr aufgenommen und waren jetzt irgendwie auf Tour und die hat's mir irgendwie mit die reingeschwappt. Und ja, jetzt bin ich da drauf gekommen und seitdem höre ich die ein bisschen. Weil es ist momentan ein bisschen schwierig. Sowas wie Biohazard kann man halt auch mal laufen lassen, wenn ich jetzt halt einmal einen Abwasch mache oder irgendwas und da haben halt auch die Kinder da und dann heißt es, hey, was hörst denn du da? Aber wenn ich die ganze Zeit fetten Schweindelgrunz drin habe, ich kann das nicht hören, wenn die Kinder dabei sind. Das klappt nicht. Und jetzt ist jetzt ein wenig so ein Kompromiss, wo ich sage, ja, da verstöre ich keinen und finde es trotzdem geil. Und Kinder, die wippen dann auch manchmal so mit. Schau mal, ich mit meinem weichgespülten Melodic Death Metal und so weiter, da ist alles in Butter. Kinder, kein Problem. Die bouncen dann von Haus aus mit. Ja. Ich hab noch was geschaut, und zwar, der Film ist schon ein bisschen älter, ist aber jetzt erst bei uns rausgekommen, ein Found-Footage-Film, und ich habe ja immer ein großes Herz für Found-Footage, und ich habe Goji Ham Haunted Asylum habe ich gesehen. Ich habe nur gelesen davon, ja. Ja, und im Vorfeld waren die Lorbeeren auch wieder sehr, groß, dass ich gesagt habe, hey, muss ich mir fast noch mal einbauen, ist jetzt eben von Bush Media im Mediabook rausgekommen. Hat so diese typische Found-Footage-Krankheit, dass man sagt, wenn du die ersten 40 Minuten ein bisschen so überstanden hast, dann kommen die coolen Sachen, und so ist es da genauso. Wir haben Figuren, die eingeführt werden, die weiter weg von mir nicht sein könnten, so Influencer und so super Hippie-Typen und immer happy und yeah und immer dieses Peace-Zeichen und ja, so wie man sie... Ein bisschen bist du auch so, Mike. Was? Ja, voll der Influencer, immer happy, Peace-Zeichen. Ja, okay. Na gut, also hat die genau wie ich. Dann habe ich mich quasi wiedererkannt und mag es deswegen nicht. Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall kriegen wir wieder mit, dass in diesem Gochi-Ham, in diesem Asylum quasi ganz viele schlimme Sachen passiert sind und dass da einer von den meist bespucktesten und gruseligsten Orte der Welt ist. Und das bringt ein paar Influencer dazu, dass sagen, sie bauen da ganz viele Kameras auf und nehmen einen Haufen Leute mit und machen dann einmal eine nächtliche Tour durch diese unheimliche Lagerhalle, die es eigentlich jetzt bloß noch mehr ist. Also das ist alles im Arsch, alles kaputt. Sehr atmosphärisch dann auch. Was ich auch wieder sehr gut finde, wenn du mehrere Kameraelemente hast, dass man sagt, okay, man hat jetzt die Kamera aufs Gesicht, die haben einen Helm auf, man sieht die Kamera nach vorn, es sind verschiedene Kameras in die Räume angebracht. So ist dann eben dieser Kritikpunkt, dass man sagt, warum filmen die immer noch, dann auch wieder entkräftet, wo ich mir dann auch denke, ja okay, warum filmen sie denn jetzt immer noch Lauf halt? Aber wo ich dann auch sage, ja okay, der hat jetzt diese Kamera, weil das ist vielleicht auch das einzige Licht oder sonst was. Aber wie gesagt, der Film macht das auch sehr toll. Und wenn dieser Anfang, diese 40 Minuten überstanden sind, dann häufen sich dann auch schon langsam so diese gruseligen Elemente. Und der steigert sich dann auch immer weiter. Bis halt dann am Schluss, die letzte halbe Stunde, die Chinesen gerade noch schreien und umeinander springen und der totale Chaos ist. Und die bauen dann schon so eine coole Spannung auf, weil dieser eine Raum, und das ist der schlimmste Raum und da die schlimmsten Experimente gemacht worden mit den Leuten und so. Und die Tür geht dann auf und dann sagst du, boah, leck und scheiße, jetzt muss dann rumgehen und das tut's dann auch. Und also wer so für so Found-Footage-Geschichten was übrig hat, der sollte sich den auf jeden Fall anschauen. Wer das von Haus aus nicht ab kann, du wirst durch diesen Film kein Found-Footage-Fan, aber wer von Haus aus einer ist, der sowas gern schaut und sagt, ja okay, die erste Dreiviertelstunde, die überstehen wir schon und dann geht sowieso die Post ab, dann hat's auf alle Fälle da genau richtig. Also der hat Spaß gemacht. War hübsch gruselig, auch mit meiner Frau geschaut und die hat dann auch ein paar Mal Kissen vors Gesicht und so. Ist recht gut angekommen. Also ich kann den empfehlen und es ist mir fast schleierhaft, warum das so lange dauert hat, dass der nach Deutschland kommt. Also was für ein Jahr ist der? Oh, da müsst ihr jetzt direkt schauen. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber der ist... Wenn du sagst, das hat so lange gedauert. Ja, wenn du jetzt so schaust, wie lange das sowas momentan dauert, ganz schön, 2018. Okay. 2018, krass. Also der hat schon ein bisschen was am Buckel. Mhm. Haunted Asylum. Ist der irgendwo abrufbar? Bei Prime oder was? Das weiß ich nicht. Also ich bin ja mehr so der physische und wenn mich dann Leute immer fragen, ja, wo hast du das denn gesehen? Ja, ich hab's halt einfach dann da und leg's ein. Das hätte ich eigentlich wissen können, dass du das sagst. Ja, schon. Meine Frau hat mir letztes Mal geschrieben, weil ich hab den Kleinen ins Bett gebracht und dann hat sie mir geschrieben von unten, ja, wo ist denn dieser He-Man drin? Weil mein Großer schaut momentan He-Man, die 80er-Serie. Geil. Weil wir jetzt mit den Figuren recht viel gespielt haben. So zwischen Playmobil und so spielen wir jetzt mit den He-Man-Figuren noch. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, ich hab diese Eternia Collection, die wo ich bei eBay gesehen habe, die wo mittlerweile, weiß ich nicht, 400 € wert ist, keine Ahnung. Und sage ich, hey, schauen wir uns, ich tue jetzt mal die erste Box raus, die ersten 60 oder 65 Episoden oder was sind, schauen wir uns einmal eine an. Hey, das ist so geil gealtert. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt halt wirklich ihr Lord da sitzen darf, ob ich so viel Spaß hätte. Aber mein Bub sitzt halt da, diese Musik geht los, dun, 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 He-Man. Dann diese Verwandlungen bei der Macht von Grayskull. Hey, ich sitze nur da mit einer Gänsehaut. Und wenn dann wieder diese coolen, die coolen Antagonisten kämen, ob es der Triclops ist oder der Trapjaw oder dann diese coolen Helfer, der Ram-Man oder irgendwas. Also ich bin wieder wie ein Kind. Und mein Bub schaut das mit an und sagt, Papa, das ist ja Wahnsinn. Es gibt da den besten Bösewicht aller Zeiten, der Modulok. Kennst du den? Ja. Modulok war fantastisch. Den habe ich als Figur gehabt und im Hörspiel war der so cool. Ja. Der war ja als irgend so ein Körperwandler, krebsähnliches Wesen. Ja. Das war fantastisch. Mit 2 Köpfen so, gell? Ja. Großartig, ja. Na, ich glaube, da kann die Lena nicht begeistern dafür. Ich weiß jetzt auch nicht. Bei Mädels ist es immer ein wenig schwierig, glaube ich. Aber jetzt in dem Fall, da habe ich mit offene Türen eingerannt. Meine Frau sitzt dann, ich bin dann runtergekommen und habe gesagt, hey, He-Man ist noch im Player. Ab Folge 3, wir haben die ersten 2 Folgen miteinander angeschaut. Komme ich schon ab, schaut mich schon so an. Hat's das wieder braucht mit dem He-Man. Aber es ist ja wirklich auch gewalttechnisch oder vom Grusel her. Es ist ja wirklich eine totale Kinderserie. Es ist ja, wo ich dann auch sage, ja, jetzt hat der Skeletor sein Axt und der He-Man sein Schwert, jetzt müssen sie mit kämpfen. Sie sponsern das alles aus. Also es ist wirklich sehr kindgerecht und seien wir nicht besser, was für ein Kind mag kein Monster. Und das bist du halt bei der Folge, in der Serie voll dabei. Dann die Musik dazu und diese Zeichnungen sind auch cool. Das hat schon fast so Bakshi-mäßig, so diesen 80er Cartoon-Flair. Ich find's geil.
Ich freue mich jetzt auf die nächsten Folgen. Und du hast halt Heldengeschichten, ne? Also ja. Es wird aus jemandem was. Und das ist, natürlich funktioniert das für Kinder. Ja, das Gute gewinnt, das Böse verliert. Am Schluss, das habe ich nicht mehr gewusst, dass am Schluss von jeder Folge nur ein moralischer kommt. Ja. Wenn dann der Himmel sagt, hey Freunde, wenn ihr was nicht da wollt, tut es nicht. Wenn zu euch einer sagt, steigt ins Auto, steigt nicht ins Auto, wenn es nicht kennt. Lauft einfach weg oder macht es wie ich und schmeißt das Auto um oder sonst was, weißt du. Aber das ist halt wirklich so, schön. Also ich bin wieder voll gehabt. Ja, cool. Ja, muss ich auch mal wieder anschauen. Aber ich hab's mehr gehört, wie angeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war ein ziemlicher Hörspiel-Fan damals. Ja. Das war jetzt die Initialzündung, weil ich diese alten Hörspiele eben auch noch habe und die habe ich einer vorgespielt. Die Höhle des Schreckens war's und Sternenstaub. Ah, ja. Und das war jetzt die Initialzündung, dass der Bub gesagt hat, hey, ich habe die He-Man-Figuren wieder mal. Ja, dann tue ich die aus und dann spulen sie und so und hin und her. Und dann habe ich diese Eternia-Edition rausgerissen und dann haben wir das angeschaut und seitdem, also die 80er funktionieren halt auch noch. Ja, jetzt warst du noch 2 oder 3 Jahre, dann kannst du die Verfilmung mit anschauen. Mhm. Mit dem Dolph Lundgren und wer da alles mitgespielt hat. Ja, ich habe es tatsächlich damals echt gern mengen, muss ich sagen. Der Film taugt überhaupt nichts, aber ich habe schon Spaß gehabt. Der hat Charme, ja. Diese Canon-Produktion, das ist halt einfach, das kennst du. Und es ist so einerseits schade, dass er nicht auf Eternia spielt, hat aber dann diese geilen Map-Paintings, die er dann von Eternia eben auch drin hat. Aber wo es die da abfeiern, da in diesem New York mit allein schon dieses Händel aus dem Eimer essen, Händelfürst aus dem Eimer essen. KFC, oder? Ja. Nur so haben wir KFC kennengelernt damals. Ikonisch, ja. Na, stark, also mit dem habe ich schon spekuliert, aber dann habe ich gesehen, ab 12, ich habe irgendwie gemeint, der war irgendwie so ab 6 oder so, aber ja, Frage ab 12, da braucht er noch ein ganz bisschen, aber ja. Der Morni, der spielt so in der gleichen Liga wie so Labyrinth und so Kram, ne? Das ist so die gleiche Zeit seit der. Ja, das darf halt hingehen. Ja. Na, sehr schön. Geile Sachen auf jeden Fall. Oh ja. Ich habe mir nur gedacht, damals, wo diese Eternia-Edition rausgekommen ist, von Plyon, glaube ich, war das. Die hat ja auch über 100 Euro gekostet, glaube ich. Tust das oder tust das nicht? Ach, scheiß der Hund drauf. Irgendwann wirst du das schon mit brauchen und zack, haben wir schon braucht, auch die Scheiße. Hast du wieder selber recht gegeben? Ja, absolut. Ich habe wieder recht gehabt, dass ich wieder ein Haufen Geld ausgebe und meine Kinder glücklich mache und mich selber auch noch. Ja. Du bist halt ein großartiger Papa, Mike. Nein, du was ich kann. Dann da ich sagen, schmerzt mir noch mal ein bisschen übers Hotline. Ich habe gehört, dass der Ticket-Service, oder weiß ich nicht, wie man sagt, dass das mit den Tickets dieses Jahr einfach anders ist. Auch für uns Pressefuzis als auch fürs Fußvolk. Wir haben einen neuen Ticket-Shop. Der Hintergrund ist ein bisschen eine komplexe Geschichte, welcher TSE von Kassenmodulen und so weiter und so fort. Früher haben wir das immer übers Kino gemacht und jetzt haben wir einen eigenen Ticketshop. Und da ist das Prozedere ein bisschen anders, ne? Also, aber macht es ja leichter, wenn man die Tickets eben mit einem Warenkorb kaufen kann, was früher nicht gegangen ist. Da hat man Einzeltickets kaufen müssen. Das kann man jetzt alles sehr viel bequemer über unseren Webshop machen, der dann am 23.03. um 18 Uhr aufmacht. Also von daher. Das wird, glaube ich, eine gute Sache und das hat sich ja schon gezeigt bei den Dauerkarten, dass es funktioniert. Da ist auch mit einem hohen Ansturm zurechtgekommen, das System. Also von daher bin ich guter Dinge, dass das auch jetzt dann beim normalen Ticketverkauf gut losgeht. Okay. Sind dann schon alle Tickets dann drin? Komplett? Also, dass du sagst, das ist jetzt nicht nur so tageweise oder für die erste Block oder so, sondern dann wirklich dann alle Tickets zum Haben. Alles. Genau. Ja. Okay. Wenn schon, denn schon. Dann gehen wir quasi raus in die freie Welt und schauen wir mal, was passiert. Also, es ist ja in dem Jahr mit den Dauerkarten, das war ja, hast du mitgekriegt, den Vorverkauf? Das war ja krass. Also das waren ja, was waren es denn? 2 Minuten. 2 Minuten? Ja. Wahnsinn. Und du hast das an die Bestellnummern gesehen, dass einfach mal so 10, 12 Bestellnummern übersprungen worden sind. Da hat jemand seinen Kauf quasi nicht abgeschlossen, währenddessen ein anderer ein bisschen schneller war. Und dann hat er seine Karten nicht mehr gekriegt und so weiter. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich das Doppelte an Dauerkarten in der gleichen Zeit verkaufen können. Ja. Das ist irre. Also, ich weiß nicht mehr, was man sagen soll. Also, bleibt's mal alle entspannt, das ist bloß Kino. 0! Das ist die schönste Zeit des Jahres, ist das, Junge. Für die anderen ist halt nicht so sehr. Habt ihr sonst irgendwelche Neuerungen drin, außer das Ticketsystem? Gibt's noch irgendwas? Ja, einiges tatsächlich. Also wir machen die Masterclass, die eigentlich vorher für Fachpublikum war. Also
unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ist jetzt öffentlich, also wer kommen mag, kann kommen. Der Eintritt ist frei. Da wird der John Avenall über sein Schaffen sprechen, ein paar Tipps geben, wie man Filme macht und so weiter. Das ist immer eine recht interessante Geschichte. Dann haben wir in diesem Jahr neu eine VR-Corner. Wir haben 360 Grad VR-Plätze aufgebaut, wo man 3 Filme sichten kann, weil wir damit einmal erforschen wollen, was so Kino quasi außerhalb von der Leinwand kann, also wenn es um Genre Kino geht. Und da haben wir einen deutschen Film, einen koreanischen Film und einen chinesischen Film. Einmal ist ein Noir-Animations-Thriller, einmal ist ein waschechter Monster-Horror und einmal ist, ja, das ist ein bisschen esoterisch, das ist so ein bisschen so eine Reise durch eine Dimension, die nicht weiter spezifiziert ist. Und da kann man halt einfach mit diesen Headsets und mit diesen Virtual Reality Brillen eine Viertelstunde jeweils dann mal staunen, was so passiert. Okay, weil ich jetzt gerade fragen wollte, wie das aufgebaut ist, aber es ist mit diesen Headsets quasi, mit diesen VR-Brillen ist das. Ja, cool. Und das werden wir im Separé hinten machen, also im Kickerraum. Bauen wir das auf, zusammen mit der Binary Kitchen, also im Verein hier in Regensburg, die schon immer assoziiert von uns sind, von Hardline, und auch wo Leute von denen bei uns mitmachen, die werden das dann ein bisschen schmuckig gestalten und ein bisschen cybermäßig aufbauen mit Lichteffekten und Gedöns. Und dann kaufen wir nur so schöne Stühle, die sich im Kreis drehen, und dann kannst du rund gehen. Wow. So, und das machen wir an 3 Tagen, also Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr kann man da einfach hintergehen und das ausprobieren. Okay. Ist für uns einfach mal ein Testballon, um zu schauen, was kann das Genre eigentlich in diesem Segment. Und cool. Also es muss erst einmal seine Stimme finden, das wird man dann auch ganz schnell feststellen, dass das da noch nicht ausgeschmatzt ist. Also es wird nur ein paar Jahre dauern, bis sich das herauskristallisiert hat, was geht und was nicht geht. Aber das zu verfolgen, da wollen wir gern von Anfang an mit dabei sein. Ja, cool. Es ist halt auch, ich hab's zum ersten Mal ausprobiert, wie wir im Friday Nights Film Festival waren. Da hat haben die das auch gehabt? Nein, da hat der Seppi, der hat nebenbei, also bevor es quasi ins Festival gegangen ist, hat der arbeitstechnisch noch was machen müssen am Vormittag. Und dann hat er gesagt, hey, er müsse das Teil testen und er darf uns jetzt gerne mal als Versuchskaninchen hernehmen. Und dann haben wir noch gedacht, schauen wir uns so, kein Problem. Und dann heißt es ja Grand Canyon. Und dann stehst du da quasi im Grand Canyon eben auf einer Plattform, die, weiß ich nicht, 1 Meter auf 1 Meter hat. Und dann da schaust du direkt in diesen Grand Canyon. Und ich habe mir gedacht, das geht doch mein Hirn. Ein Scheißdreck kennt mein Hirn. Mein Hirn hat gemeint, ich stehe da wirklich in diesem scheiß Grand Canyon. Ich bin auf alle Viere durch ein Seppi sein Zimmer, weil ich mir gedacht habe, ich stirb. Und dann hat er da so eine Wand aufgebaut, da hast du dann quasi so Free-Climben können oder so. Ey, Wahnsinn. Also mein Hirn hat sich dermaßen verarschen lassen von der Brühen, dass mir wirklich Angst und Bang geworden ist. Also das ist was anderes einfach. Voll krass. Ja. Und ich habe auch wirklich normal Höhenangst und so, und das hat sich halt da voll transportiert mit dieser Brille da. Das war Wahnsinn. Du hast dem Astral in die Technik eine Spim und alles das hätte der Techniker jeder mal was ausgemacht, weil ich bloß bis zu die Angel hergegangen ist. Ich hätte unten durchspeiben können. Aber für die Zustand von seinem Zimmer war es halt ein wenig kontraproduktiv gewesen. Tja, mei, gell, wenn man mit sowas hantiert, muss man damit rechnen. Ja, aber es ist beeindruckend. Also jetzt, ich werde das auf alle Fälle einmal probieren mit so einem Brühen. Das interessiert mich schon. Ja, und was halt damit einhergeht, ist, dass das Festival sehr viel stärker verdichtet ist in diesem Jahr. Das heißt, es gibt eigentlich keine echte Verschnaufpause mehr, sondern du kannst immer ständig was machen. Ja. Da werden bestimmt wieder Leute motzen, aber das ist einfach, beim Festival immer. Ist einfach so. Es gehört dazu und du hast immer einen Plan B, und wenn du da kein Ticket mehr kriegst, dann kannst du hintergehen. Das ist doch auch irgendwie schön. Also ich finde es gut. Auf jeden Fall. Ich hab Bock drauf, und darum geht's, und was die anderen wollen, ist mir wurscht. Du, das ist dein Festival. Ja, genau. Das bringt mich jetzt so zu dem, was ich jetzt eigentlich vorhin vergessen habe, und zwar, weil du gesagt hast, mit dem Verein, wer natürlich bei dem Offstream-Cinema-Verein dabei ist in Regensburg, der hat natürlich exklusives Vorkaufsrecht für diese Dauerkarten. Also wer sich da lang ärgert, der sagt, hey, da geh jetzt zu dem Verein dazu, sponsert das ein bisschen, helft ein bisschen, halt die ganze Festival- und Filmkultur ein bisschen hoch und tu was Gutes, und darf natürlich dann auch die Dauerkarten vorab kaufen und darf natürlich auch in die unfassbar geile Klassenfahrt zum Penninger mitfahren. Wupp, wupp.
zum Beispiel, und wir machen auch noch viel weiteres. Man kann bei uns zum Beispiel, wenn man wie ihr eine Filmreihe macht, wenn einmal ein Defizit bestehen sollte, kann man einen formlosen Antrag bei uns stellen, so hey, wir brauchen 200 Euro, um das noch rumzureißen. Wie schaut es denn aus? Kannst du das bezuschussen? Und dann ist sowas auch möglich. Ne? Also wir sind dazu da, Filmkultur zu fördern, das zu unterstützen, Filmemacher zu unterstützen. Wie beispielsweise diesen Regensburger Sharkula vor ein paar Jahren. Ja. Da haben wir das DCP für die gemacht, dass die den Film im Kino zeigen können. Solche Sachen zum Beispiel. Ne? Das haben wir als Verein auch aktiv. Ja, sehr schön. Man tut was Gutes da. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hey, wie schaut es denn essenstechnisch aus? Leibliches Wohl, visuell haben wir gut ausgestattet. Wie schaut es mit dem Wanst aus? Also ich weiß, auf was du anspielst, aber die Amy hat gebeten, sie in diesem Jahr freizustellen. Oh nein! Dem kann man gern nach, freilich, sie will selber ins Kino gehen. Ah, okay, ja, okay. Ich habe mir schon gedacht, sie fliegt fort in den Urlaub oder macht sie einen gemütlichen und haut ab. Sie macht Urlaub und macht sie einen gemütlichen. Sie ist halt da. Okay, na gut, so. Punkt für die. So machen wir es. Genau. Na gut, Amy, dann auch von der Seite Viva la Movilusion freigestellt. Aber was gibt's noch? Nein, nebendran gibt es ja diese Hamburgerei. Ne? Ja, also da kann man die gibt's noch. Sonst war ich aktiv worden und hätte nach anderen Möglichkeiten gesucht, aber im Prinzip sind wir ja safe mit denen. Ja. Du kannst da rübergehen. Was halt nicht mehr passieren darf, ist, dass die Burger 3/4 Stunde dauern. Und da werde ich demnächst mal hinfahren und dann werden wir ein Gespräch führen, ob es auch sehr schnelle Speisen gibt. Da muss man mal reden. Ja, das war cool. Ja, weil die haben halt auch diesen regulären Betrieb auch noch. Und da war es öfter so, dass ich gesagt habe, hey, riech mal bitte 2 Cheeseburger her und das ganz schön flott, weil ich müsste in den nächsten Film schon wieder rein. Ja, und die tun ja wirklich auch was können. Also sie sind wirklich sehr willig, aber es ist wirklich der Zeitplan so eng, dass schon fast geschickt ist, du bestellst da während des Films über Lieferando was und dann gehst du aus und dann hoffst du, dass es schon da steht. Ja, aber das haben sie nicht geklappt, wie ich ein Vorgespräch geführt habe. Da haben sie gemeint, so, das sind wir schon gut aufgestellt. Da habe ich gesagt, ja, unterschätzt das einmal nicht. Die Leute, die wollen dann schon und das sind schon viel. So, das kriegen wir schon hin. Und dann am Endeffekt war es doch so, dass du auf den Burger 3/4 Stunde gewartet hast. Nur semi-geil. Ne? Ja. Aber es soll besser werden, haben sie versprochen. Und dann gehe ich ja davon aus, dass das in diesem Jahr funktioniert. Ja, das hoffe ich jetzt auch mal. Ja. Also, wenn es einfach so läuft wie letztes Jahr, da hat er als wieder noch super passt. Hast du ein gescheites App gestellt? Ja, meinen Antrag habe ich abgegeben, aber schauen wir mal, was passiert. Dieses Jahr werden wir ja die Einführung nicht machen vom Podcast aus. Das machst jetzt du mit der Magda. Magda weiß noch nichts von dem Glück, also vielleicht mach ich es ja allein, mal schauen. Okay. Ja, dann wird das Ganze ein bisschen eingedampft, oder? Das war so dein Indikator, dass du sagst, das Gerede ein bisschen eindampfen, oder? Ja, weil die Reaktionen vom Publikum auch ein bisschen so waren, so, ja, muss das alles sein, so, ne, und so kann man es halt auf 10 Minuten runterreißen. Ja. Es geht ja um die Filme, nicht ums Gerät. So. Ja. Und das war die Idee, das einfach wieder zu verkürzen, ein bisschen zu straffen und eigentlich nur sich zu bedanken bei den Leuten, die dafür Geld geben, die dafür Arbeitskraft geben, die dafür Input geben, dass das Ganze läuft. Da gehört ihr natürlich auch dazu. Und ihr sollt euch da reinhocken und sollt euch entspannen und nicht nervös sein und vom Stadel fallen. Ja. Na, passt, sehr schön. Hast du irgendeinen von den Filmen dabei? Ich weiß, du sagst nie, was ist dein Liebling oder sonst was, deswegen frage ich dich ja erst gar nicht. Aber hast du irgendeinen Film dabei, wo du sagst, hey, normales Publikum, Vorsicht, dass du sagst, hey, der ist ein wenig wilder wie die anderen oder so, dass normale Leute wie jetzt meine Frau oder so, die wo du sagst, hey, lieber zartes Gemüt nicht, sondern nur erfahrene Gucker, oder sagst du, hey, das ist einfach so alles so ein harter Standard, den wir mir da fahren? Also grob ist das Programm schon geworden, das muss ich schon sagen. Also wir haben Abruptio, einen Puppenfilm, der extrem derb ist. Aha. Wir haben Sayara vom John Evrenol, der unglaublich brutal ist. Wir haben auch Baskin vom John Evrenol, sehr groß. Auch ganz schön grob ist. Ja. Devils ist ziemlich gory geworden, also da ist schon ziemlich blutig dieses Jahr. Und das fällt mir auf, wenn ich das Programm und die Titel so durchgehe. Da ist schon mehr dabei, was für
Otto-Normalgucker schwierig ist. Okay. Das fährst quasi die komplette harte Linie durch und sagst, ja, jeder auf eigene Gefahr, oder? Ganz so schlimm ist es nicht. Also es bleibt ja so, wie es schon immer war. Die Texte sind ernst bei uns, ne? Die sind genau so, wie der Film ist. So ist er auch. Ja. Und wenn dort steht, dass es schon ganz nett ist, dann ist er das auch. Also Suit-Horn zum Beispiel ist ein Film, den jeder anschauen kann. Girl with No Mouth ist ein Film mit Abstrichen, den jeder anschauen kann. Und auch unseren Abschlussfilm Escape from the 21st Century kann eigentlich jeder anschauen. Okay. Genau, also von daher ist auch für dieses Jahr für jeden Geschmack was dabei. Aber insgesamt ist schon, also es gibt ein paar sehr grobe Vertreter. Das hört man doch gern. Du schon. Ja, auf jeden Fall. Mach mich fertig, Alter. Mach mich fertig. Ja, das ist so schlimm ist nicht. Es gibt leider keinen üblen Outback-Found-Footage-Film. Das war natürlich, ja. Wobei, ich möchte noch mehr Scheiß geben, also Outwaters war das, gell? Ja. Ich darf das so gerne noch mal sehen, aber es ist so viel Geld, was dieses Import kostet, dass ich mir gedacht habe, diese Special Edition, die ich eigentlich wollte, die hat es dann nicht mehr gegeben, aber ich möchte ihnen auf jeden Fall noch mehr Chance geben. Und sei ehrlich, du weißt nur extrem viel davon. Ich weiß nur extrem viel davon, ja. So viel dazu, dass der Film scheiße ist, angeblich. Also man darf seinem ersten Gefühl oft nicht vertrauen. Das ist, der kann was. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber so edgy wird es nicht dieses Jahr. Okay. Hätte sein können, aber nein. Also der Abruptio ist ja so, der wird manche Leute verlieren, weil er doch recht edgy geworden ist. Aber der ist nicht so grob ausfällig wie jetzt der Outwaters. Okay. Nochmal back to business zu unserer Warlex, Flo. Hast du noch irgendwas, über das du gern verzeihen darfst? Ich weiß, dass du nicht gern politisch wirst, aber ich werde es gern. Okay. Ich hadere immer nur so mit dem Bundestag Aftermath irgendwie. Ich fühle mich verkatert als Kulturschaffender, weil nämlich, man muss sich das, glaube ich, gewahr werden, dass wenn so ultrakonservative Stimmen bis rechtsradikale Stimmen laut werden, dass unsere Kunst schneller weg ist, wie man meint. Weil das, was wir gut finden, das Erste ist, was die Wegstreicher. Ne? Das ist entartet, das ist nicht sauber, das ist nicht schön, das ist alles nur nicht völkisch. Und das muss man sich, glaube ich, einmal vor Augen führen, dass wenn die mehr zu sagen kriegen, dass das nicht fein ist und nicht nur was irgendwie Deportationen, nennen wir es wie es ist, angeht, sondern was unsere Kunst- und Kulturlandschaft angeht, ist das ganz böse, was da geschieht. Und das geht mir so auf den Sack und das kriege ich nicht aus dem Kopf und ich kann nur jeden Tag den Kopf schütteln, wie blöd das die Welt ist. Und das ist ein Warleck, das ich, glaube ich, jeden Monat mittrage, bis zumindest der Trump vom Stangl fällt. Dem geht es aber sauber zu gut. Ja. Das können wir fast nicht erwarten. Diese eine Kugel, wenn vielleicht 5 Zentimeter weiter rechts um mich war, dann hätten wir uns vielleicht ein paar Sachen erspart. Geschichtlich, also in 30 Jahren werden wir zurückschauen und vielleicht sagen, das war der Moment gewesen. Aha. Jetzt ist es aus diplomatischen Gründen und in der Öffentlichkeit schwierig, sowas zu sagen. Ach, naja, was soll's. Ich hab doch meinen Ruf der Österreicher im Arsch. Ja, gell? Was soll man da? Was soll man sagen? Ja, ist schwierig. Nein. Ja. Und vor allem, da fallen ja halt auch bestimmte Ausdrücke eben wie entartete Kunst und so, wo du sagst, ja, das sind immer nur so Ausdrücke aus dem Dritten Reich, um bestimmte Sachen eben zu verbieten oder auf die schwarze Liste zum Backer oder sowas, wo du sagst, sowas soll jetzt in der heutigen Zeit eigentlich überhaupt gar nicht mehr geben. So einen Scheißtrick. Ich lese momentan ein Buch über die Umgestaltung von Begriffen, von damaligen Begriffen zu heutigen Begriffen, was die AfD und die neue Rechte da fährt. Das ist ja eine richtige Schule, die da gemacht wird. Ne? Die werden ja ausgebildet, da gibt's Zentren, wo die hinfahren können und zu Redner gebildet werden. Das hat alles unglaublich viel Strategie und das ist eigentlich das, was mir Angst macht, weil plötzlich klingen die Worte alle so brav wie Remigration. Aber das ist kein Witz mehr. Also es hat spätestens vor 5 Jahren hat es aufgehört, lustig zu sein. So, sobald die AfD halt die 10%-Hürde überschritten hat, und wir sind ja in Bayern in Gebieten, wo es über 30% hat. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Also, da rede ich gar nicht von der CSU, die mir auch auf den Sack geht. Die sind halt Deppen, ne? Also in meiner Welt, so passt schon.
die dank keinem weh und es gibt immer nur vernünftige Leute unter die CSUler. Also Leute wie du und ich, mit denen man ganz normal reden kann. Aber unter die AfDler habe ich das Gefühl, es gibt da keinen vernünftigen mehr. Ja. Also habt ihr keine andere Sorgen, wie euch zu Tode aufregen übers Gendern? Also ganz ehrlich, wenn das unsere Probleme sind, okay, dann haben wir keine. Das ist doch schön. Ja, so schaut's aus. Ja. Aber das ist mein Wahlleck, das ich immer mitnehme, wenn du mich fragst. Okay. Und gerade weil du dich politisch nicht äußern magst, schmierst du jetzt so aufs Du wolltest mir jetzt so richtig auflaufen lassen quasi, oder? Ja, so dass du sagen kannst, so, meine Partei. Das wird jetzt wahrscheinlich der Kane beim nächsten Mal wieder hernehmen und sagt, ja, beim Flo hast du ja auch nichts gesagt. Der hat ja auch was gesagt und dann hast du auch nicht nichts gesagt. Ja, fick dich doch. Tja, satzpolitisch bist du. Ja. Du bist auch politisch. Jeder von uns ist ein politischer Mensch. Ist klar. Und unser Genre, Mike, ist politisch. Also wenn du Texas Chainsaw Massacre anschaust, wenn du alle deine Filme außerhebst, die dir viel ausmachen und die dir viel geben, sind es meistens Filme mit einem politischen Unterbau. Meistens, ja. Ja, so. Und manchmal sind es ambivalente Filme, wenn du jetzt Them Ill nimmst beispielsweise, oder die Franzosen, ne? Die paar Großen, die wir da gehabt haben in die 2000er. Ja. Das sind Filme, die mindestens ambivalent sind, aber wichtig für ihre Zeit. Das sind politische Filme und als solche wollen sie auch betrachtet werden und das finde ich gut. Ja. Na, das ist auf jeden Fall, da braucht man nicht schmatzen. Ja. Flo, ich habe noch einen Film, der ist gleich gar nicht politisch. Also zumindest habe ich da keinen Subtext rausgelesen. Die Bewertungen sind mehr als durchwachsen, ne? Und ich habe wieder mal so richtig meinen Spaß gehabt. Wie wisst ihr, ich bin ja so ein Blumhouse-Jünger und ich mag einfach auch so diese 0815 Geister-Gruseldinger. Da stehe ich drauf und da stehe ich dazu. Und ich habe Bagman habe ich gesehen. Ja. Und hat mir wieder gefallen. Das ist auch wieder so Familiendrama gemischt mit so Folklore-Geschichte mit einem Monster, das die braven Kinder holt, das kleine Kinder von ihren Liebsten, es gibt im Endeffekt, sagt sie in dieser Mythologie, es gibt irgendein Kuscheltier oder in dem Film ist dann auch so ein kleines Taschenmesser oder sowas, zu dem Kinder so viel Emotionen aufbauen und das so sehr lieben, dass wenn dieses Monster kommt, das die Kinder nichts tun kann, weil sie eben diesen Talisman dabei haben. Und dieses Monster versucht diesen Kindern diese Talismänner zu entwenden, diese Kinder dann mitzunehmen und zu töten, auszusaugen, zu fressen. Da ist jetzt dabei dieses Design von diesem Bagman gar nicht einmal so entscheidend, weil recht viel mehr wieder so ein Mantel und so ein Fries hat er nicht. Aber ich fand es cool, wie wieder so mit die Ängste von Eltern gespielt wird. Mit bestimmten Sachen, wo ich sage, ja, das hätte ich jetzt wahrscheinlich genauso gemacht und ich hätte mich vielleicht auch genauso dumm verhalten, aber was machst du nicht immer alles? Und ich fand den Film auch sehr flott erzählt. Er hat wirklich ein paar creepy Sachen drin, wo ich zu meiner Frau gesagt habe, hey, jetzt passiert gleich das. Und oftmals später dann auch mit den Erwartungen und macht dann ein paar Sachen nicht. Und ich bin jetzt eigentlich nicht so affin für Jumpscares, weil ich so anscheinend blöd bin, dass ich es kenne. Und ich fand eigentlich, dass der hübsch, reduziert war, für das, dass er so ein Mainstream-Film ist, dass er doch hübsch reduziert war, was die Jumpscares angeht. Und das Ding hat Stunde 45 gedauert, war wieder so ein flottes Ding, der Film ist losgegangen und war gar und sagst, ja, das war jetzt ein unterhaltsamer Abend. Und der Schluss war überraschend konsequent für so einen Mainstream-Film, wo ich mir gedacht habe, das macht der nie. Und gemacht hat er es dann doch, aber das schaut sich dann ein bisschen selber an. Die Bewertungen, wie gesagt, sind unterirdisch und ich war ein wenig überrascht, wie ich ihn dann bei Letterboxd locken wollte und habe dann gesehen, ja, okay, Stuckras. Aber ja, wie gesagt, ich habe ja diesen Softspot für diese 0815 Geisterfilme und ich hadere schon wieder mit mir, ich darf mir zum Beispiel Night Swim, da ich mir auch noch mal anschauen. Das sind so Dinger, die immer wieder mal, da ich mir so einen Blumhauser einbauen. So was mag ich. Das ist halt effektiv, gell, mit wenig Geld unglaublich viel machen. Also das ist natürlich ein gewisses Schema und ein gewisses Muster. Du weißt ja, was dich mehr oder weniger erwartet. Ja. So, also ich finde das schon in Ordnung, das kann man schon gut finden. Der ist bei Über Leonine rausgekommen, glaube ich, oder? Ja, genau. Richtig. Genau. Ja, war schön. Kann ich jetzt von meiner Seite her empfehlen, aber wenn einer sagt, ja, hau doch du ab mit dem generischen Krampf, verstehe ich das genauso.
Ja, mei, dafür gibt es andere Filme auch, die äußerst positive Bewertung haben, die aber im Endeffekt auch noch am Vorbeigänger dann so. Wie bei mir die Smile-Filme, die alle scheiße finden. Der zweite war so schön. Echt? Hat dich der nicht gestresst? Na, gar nicht. Okay, ja, du bist der eiskalt. Furchtbar, gell? Du bist der innerlich tot. Wenn ich in den Raum gehe, gefriert die Wand und das Eiszapfen hängen vor die Pflanzen oben. Ja, witzig. So ist ja. Ja, sehr schön. Na. Ich glaube, das ist ein bisschen, je mehr du siehst, und ich habe ja beruflich doch viel mit Filmen zu tun, also das ist nicht immer Genuss, sondern ich schau die aus anderen Gründen an. Ne? Wenn du dann so einen Film siehst und sagst, jetzt muss ich ihn anschauen, dass ich auch mitreden kann, ja, dann kann er ja nicht gewinnen. So. Ja. Und wenn ich habe ja so ein bisschen so Schweigegelübde, ich kann über Filme nicht öffentlich reden, weil ich kann es nicht schlecht machen oder über den grünen Klee loben, aber bei so Mainstream-Filmen ist mir wurscht, weil die Filme ja sowieso raus sind und die bei mir beim Festival auch nichts zum Suchen haben und so. Ja. Und bei Smile, ja, ich glaube, bei mir ist ein bisschen auch so eine Revolution, dass ich immer, wenn ein bisschen ein Hype drauf ist, die Filme immer scheiße finde. Ich finde Tarantino blöd, ich finde Eggers blöd. Ach, jetzt nicht! Tarantino los immer nur das Eige, aber Eggers, aber da haben wir da können wir schon ein Buch schreiben jetzt mal über unsere Robert Eggers-Diskussionen. Ja, wobei ich Nosferatu immer noch nicht gesehen habe. War jetzt meine nächste Frage gewesen. Hast du Nosferatu schon gesehen? Okay. Na, der ist in die Zeit gefallen, wo ich keine Filme schauen kann. Okay. Zu viel Hardline-Stress, ne? Und dann gehst du nicht ins Kino. Ja. Also du bist dann eher die Ari Aster-Fraktion, ist dann eher die deins? Wobei es da auch zweigeteilt ist. Also bei Aster mag ich Hereditary sehr gern. Midsommar fand ich furchtbar banal. Okay. Ja, aber ich kann es verstehen, wenn Leute darauf abgängen. Mir war es bloß zu on the nose. Ich glaube, das ist ein bisschen so, was du halt, wie du gebildet bist. Also mir hat zum Beispiel Hereditary total überrascht. Also der hat einen Spot getroffen, wo ich scheinbar nicht so gut gebildet bin, weil ich Dinge nicht lesen konnte. Das hat mich einfach viel stärker überrascht. Ja. Bei Midsommar hat mich nichts mehr überrascht. Das war alles, das war so, ne, die Wandmalereien verraten im Plot, so, ja, mein Gott, das habe ich jetzt auch schon 1000-mal gesehen. Und dann, wenn ich an dem Tisch entlang schaue, so, und jetzt trinkt sie es, ja, das schaut aus wie beim Zeichentrickfilm, der Stor, der anders gemalt ist, weil ihn ja gleich aus der Wand rausfällt. So, geil. Das kann ich einfach nicht so. Nehmt es mir nicht bei, ich kann euch, ich vergunn euch das, dass der Film funktioniert, aber für mich hat er es leider nicht. Für mich hat Hereditary hervorragend funktioniert, auch mit dem Schluss, der für alle scheiße ist. Und wie gesagt, über Hereditary müsste ich mit dem Corby noch mehr Folge machen, aber da habe ich ein bisschen Angst, weil es so für mich so der hübsch perfekte Horrorfilm ist. Ja, ist schon gut. Ja, der nimmt mich ja emotional mit, der gruselt mich, der hat eigentlich so hübsch alles und seien wir nicht besser, oftmals, wenn es heißt, der Schluss war scheiße, haben sie doch nicht kapiert. Ich habe letztes Mal wieder einen anderen Podcast gehört und haben sie über den Schluss auch geredet. Da haben wir gedacht, ja, habt ihr die letzten 2 Stunden nicht aufpasst? Ja, der Film hat euch doch alles mitgegeben. Ist doch kompliziert, ist doch nicht. Aber so leicht macht es am Hereditary auch nicht, finde ich. Also das ist schon, ich habe mich hart damit. Okay. Also ich habe dann auch das Lesen angefangen. Okay. Und das ist das, was ich mag bei Filmen. Also ich bin auch bei Killing of a Sacred Deer bin ich aus dem Kino rausgegangen und habe mir gedacht so, ich muss jetzt über Hypnose lesen. Ich muss wissen, wie Hypnose funktioniert. Ja. Weil verkauft hat ihn der deutsche Verleih à la Mode als Dämonenfilm. Der hat nichts mit Dämonen zu tun. Der hat ja nichts Übernatürliches drin. Null. Ist ein Hypnosefilm und damit ist gut. Und da bin ich auch außer und habe als erstes Lesen angefangen. Und das fand ich halt geil. Wenn ein Filmemacher das kann, dass du dich mehr dafür interessierst, wie das, was du auf der Leinwand gesehen hast. Aronofsky ist so ein Typ, der kann sowas. Ne, das ist einfach toll. Also das finde ich super. Bei Mother ist mir genauso gegangen. Da bin ich rausgegangen und habe es Lesen angefangen über griechische Mythologie und was der Teufel war. Ja, also da steckt aber auch extrem viel drin. Wo fängst du an und wo hörst du bei Mother auf? Ja, ich glaube, das ist das, was am Ende die Stärke von einem Film ausmacht, dass es so viele Lesarten gibt, dass es nicht die Lesart gibt, sondern viele kleine. Du kannst bei Hereditary einfach auch mit auf die Reise gehen und die letzten 10 Minuten aussparen und hast immer nur einen hervorragenden Horrorfilm gesehen. Dann sagst du halt, ja, der Schluss war nicht meins, aber hey, war cool bis dahin. Ja. So, weil er creepy ist wie Sau, ne? Aber du kannst da damit so aber noch anfangen und sagen, jetzt lese ich mal über irgendwelche Königsfiguren nach, keine Ahnung, so. Ja. Kann man was machen damit, ja? Mir ist gegangen damals bei Relic,
ist da rausgekommen. Dieser, eigentlich da geht es ja um Demenz im Endeffekt. Ja. Und da bin ich dann auch da gesessen und mir gedacht, ich muss jetzt recherchieren. Ich brauche jetzt ein bisschen, das war jetzt alles visuell Wahnsinn, aber ganz so verstanden habe ich es dann nicht. Nur wie dann die ersten Impulse eben so gelesen habe, so, gedacht, okay. Und dann lass den Film noch mehr Revue passieren und sagst, ja, das macht alles ganz stark Sinn so. Nur so ein kleiner Kick in die richtige Richtung vom Denker her und dann erschließen sie manche Sachen eigentlich ganz anders. Ja, genau. Und bei Relic das ist ja eher ein schönes Beispiel. Also der ist zwar auch offensichtlich in dem, was er tut, aber er findet starke Bilder und ist sauber erzählt. Das ist darüber hinaus auch einfach ein guter Film. Also selbst wenn du da nicht mitgehst und nichts lesen magst, dann hast du immer nur einen guten Film gesehen. Also, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Hey, wir haben bei einer Stunde, der Corby wird uns lieben. Wir werden nämlich jetzt dann schon langsam einen Break reinhauen. Wir haben alles gesagt. Ich hoffe, du auch, Flo, außer jetzt ist deine Gelegenheit. Wenn es noch irgendwas gibt, was du die Leute da draußen sagen möchtest, dann haus jetzt hinaus. Wenn es zum Hardline kommt, gibt es im Mike einen Kuss auf Glatzen. Das mag er. Oder schlägt das Hand ab, wenn es hinter ihm sitzt, Hand abschlecken und ihm leicht über den Kopf streichen. Oh Gott, wie viel werden das da? Hör bloß auf. Habe ich das erzählt, beim Fantasy-Filmfest war das mal ein Impuls, den ich gehabt habe. Ja. Und das war der seltsamste Impuls, den ich in meinem ganzen Leben gehabt habe. Da ist vor mir einer mit so einer ganz polierten Platten gehockt. Ja. Und ich wollte mir die Hände abschlecken und wollte meine Hände auf seine Glatzen legen. Und ich weiß bis heute nicht, warum, dass ich das machen wollte. Und ich fand das super. Gut ist ja, dass du sagst, machen wollt, also du hast es da nicht gemacht quasi. Na, leider. Aber vielleicht hätte es mingt, vielleicht war dein Leben ganz anders verlaufen. Wahrscheinlich hätte ich jetzt gebrochene Nasen. Ein Knoten irgendwo drin, den du nicht mehr aufbringst. Genau. Weil so ziemlich jeder Mensch größer ist wie ich, ist das ganz schön gefährlich. Okay, dann ist schon schwierig. Ja. Ja, aber ansonsten, glaube ich, bin ich am Ende in vielfacher Hinsicht. Sehr schön. Ey, es hat mich mega gefreut, dass du Zeit gefunden hast. Die anderen 2 Pfeifen haben sie abgeseilt und dann hat es geheißen, ja, da muss ich wieder absagen. Sag ich, nein, erklärt mir diese scheiß Technik von diesem depperten Riverside, dann mache ich das mit dem Flo allein. Und ich glaube, dass es recht gut hingehauen hat. Ich glaube auch. Wenn nicht, dann machen wir es halt nochmal. Ja, so oft bis es euch gefällt. Ja. Wir haben nicht gesagt, dass wir besser werden, wir machen es nur so oft, dass ein Gewöhnungseffekt eintritt. Da sind wir wieder politisch, die AfD hat dann auch einen Gewöhnungseffekt. Die machen es auch so lang, bis alle gefällt. Genau, so schaut es aus. Das ist das beste Wort zum Schluss. Also Flo, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke dir. Sehr gerne, sehr gerne. Euch natürlich auch fürs Zuhören wieder mal bei unserer Warlex. Und ich freue mich natürlich, wenn ich den einen oder anderen im Hardline sehe. Kommt auf uns zu, schmatzt mit uns. Wir beißt man nicht nur auf Wunsch. Wir trinken gerne Bier mit euch. Einfach uns anreden. Wir sind mal ganz normale Leute oder Glatzen, Hände auf Glatzen und so. Okay, na passt. Wir freuen uns auf euch und bis zum nächsten Mal beim besten bayerischen Podcast der Welt. Und sicher vor Regensburg. Ja, von dem auf jeden Fall. Regensburg auf jeden Fall. Da die auch so. Gott, die verstehen uns manchmal schon nicht, weil wir so tief bayerisch schmerzen. In Regensburg kann man auch ein bisschen bayerisch. Ein bisschen schon, ein bisschen haut schon hin. Also, danke nochmal und Servus und habe die Ehre. Merci, Servus.